So, Messerverteidigung. Und zwar, jemand zieht ein Messer. Im Normalfall sind das meistens Leute, die wollen eigentlich gar nicht stechen. Die wollen einfach dir nur Angst machen, Angst einjagen. Ja? Und rechnen eigentlich damit, wenn sie das Messer ziehen, dass du wegläufst. Ne? Die rechnen aber nicht damit, dass du vielleicht genau das Richtige tust. Das kann man natürlich nur tun, wenn man es kann. Ansonsten sollte man doch weglaufen. Ne? So, jetzt zieht er ja das Messer nicht einfach so und steht dann so da wie du, sondern wenn er wirklich dich erstechen will, dann lässt er dich das Messer auch gar nicht lange sehen. Dann kommt das so, dann sticht er auch gleich zu. Ja? Aber, und das halt in den meisten Fällen ist es so, er zieht das Messer und ne? Ja? Nimm es mal vor den Körper so und er rechnet jetzt damit, du hast es jetzt so und drohst mir damit so ein bisschen. Ja? Und wo er nicht mit rechnet. Er rechnet mit allem. Er rechnet damit, dass du zurückweichst und um Gottes Willen oder wegläufst, aber er rechnet nicht damit, dass du sowas machst. Ja? Okay. Damit rechnet er bestimmt nicht und deswegen ist das, man sagt ja, es gibt ja so ein Sprichwort, Angriff ist die beste Verteidigung. Ne? Nimm's doch mal, und in dem Fall ist das auch so. Ja? Weil im Grunde hat dieser Mensch, wo du unbewaffnet bewaffnet bist, eine Waffe zieht, damit zeigt er mir ja, dass er mehr Angst vor mir hat, als ich vor ihm. Ja? Okay, dann nimm es mal so, weil das ist ja diese Drohhaltung. Ja? Wichtig ist jetzt, dass das natürlich schnell passiert, dass man das auch viel übt, man muss es im Schlaf können, nicht, dass man noch hier irgendwo in die Klinge reingreift oder so. Ja? Und vielleicht musst du auch ein bisschen unterhalb des Armes, ja, dass du ein bisschen in die Knie gehst. Ja? Wichtig ist, dass du einmal die Hand hier hinter der Hand des Angreifers mit deiner Hand am Handgelenk bist und in der gleichen Höhe, als wenn du so in die Hände klatscht, auf seinen Handrücken hier triffst. Ja? Damit biegst du praktisch hier am Handgelenk die Hand rum und die Sehnen öffnest du damit. Also du öffnest damit die Hand und er kann, das wirkt selbst bei einer Pistole, wenn dich einer mit einer Pistole bedroht, weil wenn die Hand so geknickt wird, dann kann man nicht mehr den Finger krumm machen zum Schießen. Okay. Ja? Und deswegen halt auch mal so ein bisschen höher, dann kann ich es ja nochmal langsam zeigen. Wichtig, wie gesagt, dass du aufpasst, wo die Klinge ist genau und dann hier mit deinem Daumen Rumpf hier im Grunde hier ins Handgelenk rein und mit der anderen Hand in der gleichen Höhe, ja, als wenn du in der Hände klatscht, nur die Hände so ein bisschen versetzt, dass in dem Fall die linke so ein bisschen weiter vorne am Handrücken ist und dann hier. Und wenn wir das schnell machen, ja, dann ist der Mann entwaffnet. Ja. Ne? Okay, versuch's mal. Ich halte das jetzt einfach mal so vor dich. Ne? Ganz langsam hier erstmal. So, jawohl. Und da. Ja. Und ruhig ein bisschen durchziehen. Mal sehen, ob es klappt. Ja, aber noch ein bisschen mehr. Du musst deine Hände aneinander vorbeischieben. Okay. So, ne? Genau. Ja, aber, ja, noch ein bisschen mehr. Durchziehen.